Okay, was kannst du nur mit Humor ertragen? Nur mit Humor. Tod von meinen Großeltern. Beste Antwort. Moin Freunde, was geht ab? Mir geht's wieder gut nach meiner Operation am Schlüsselbein. Alle weitere Infos dazu gibt's morgen im Vlog auf dem Hauptkanal. Wurde einfach versteigern auf OnlyFans, weiß auch, oder? Aber, viel wichtiger, ein kleiner Kindheitstraum von mir ist in Erfüllung gegangen. Ich war vor ein paar Wochen in Köln beim 1 Live Fragenhagel. Ich habe dieses Format früher geguckt und jetzt haben sie mich eingeladen. Eine große Ehre, vielen Dank 1 Live. Es ist ein absolutes Fest. Ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Ich bin sehr gespannt. Ich reagiere jetzt auf mein eigenes Fragenhagel. What the fuck? Hallo Adrian. Hallo. Moin. Moin. Auch Ey, by the way auch, ne? Meine Frisur, wenn die nicht nice gemacht ist, dann habe ich links so ein Büschel und rechts habe ich so immer, ich bekomme das nicht weg und meine Zähne sind, ja, scheiß drauf, sieht hässlich aus. Oder Klopfmensch. Klopfmensch. Wie nennst du deinen aktuellen Beruf? Ich mache so Stuff im Internet und bin die unerfolgreiche Version von Hazel Brugger. Und lustiger Witz. Kopf- oder Rückenmassage? Hey, ich habe noch nie eine Massage gehabt in meinem Leben. Wirklich. Du bist aus der Schweiz und voll reich. Wie viel ist dein Outfit wert? Also, ich habe das hier von der Brockenstube. Brockenstube kennt man, glaube ich. By the way, ganz kurz, das wird One-Take aufgenommen. Ich dachte immer, das ist so ein Riesenstudio, aber das ist so ein Radiostudio, wo die so eine weiße Wand runterlassen. Also voll unspektakulär und die nehmen das One-Take auf. Also du bekommst die Fragen nicht. Es ist wirklich, du gehst da rein, der Dreh hat wirklich, glaube ich, 8 Minuten gedauert, ne? Und by the way, hier, Jeremy Fragrance. In Deutschland gar nicht. Das ist so ein bisschen so wie ein Flohmarkt, aber immer durchs ganze Jahr drin, würde ich sagen, so 2 Franken. Dann die Hosen auch von der Brockenstube, 5 Franken. Und die Schuhe sind von Axe. Bitte kein Shitstorm. Ich wusste nicht, dass sie von Schafen sind. Ah, Digga, nee. Aber, ey, ich habe die Kommentare angeguckt vorher. Der Typ ist so geil. Sympathischer Bub. Ich sag's euch, wie es ist. 1 Live-Fragenhagel, das ist der Messgrad für Sympathie im Internet. Wenn du hier geroastet wirst, Digga, dann kannst du direkt aufhören. Okay, was kannst du nur mit Humor ertragen? Nur mit Humor. Tod von meinen Großeltern. Beste Antwort. Tod von meinen Großeltern. Trinken deine Eltern viel Schnaps? Nee. Ja, die machen sogar Schnaps. Actually true. Meine Eltern, also wir haben im Haus so ziemlich dort hinten eine Schnapsbrennanlage. Schnapsbrennmaschine. Da macht man so Trauben rein und dann kommt so Schnaps raus. Ich habe keinen Plan, wie das funktioniert. Mein Dad ist da Big G auf Schnaps. Aber Schnaps ist auf jeden Fall sehr, sehr hässlich. Für welches Problem wärst du eine gute Lösung? Ich bin, glaube ich, nie eine gute Lösung. Deshalb für nix. Skateboard oder Snowboard? Skateboard. Welchen Film muss man gesehen haben? Madagaskar 2. Digga, ich kenne literally keine Filme, aber Madagaskar 2, absoluter Banger. Wird Musik bald wichtiger für dich? Nee. Welches deutsche Essen Wieso war das so laut? verstehst du nicht? Kaiserschmarrn ist nicht deutsch, ne? Aber ich verstehe bis jetzt noch nicht genau, was Kaiserschmarrn ist. Das ist, glaube ich, österreichisch. Aber Ich habe keinen Plan, was Kaiserschmarrn ist, ne? Sind das nicht einfach Pancakes, kleine? Wieso sagt man dem Kaiserschmarrn nicht einfach kleine Pancakes? Kaiserschmarrn ist nicht deutsch, aber verstehe ich nicht. Was ist der Sinn des Lebens, außer auf dem Trampolin springen? Der Sinn des Lebens ist, etwas zu machen, was einem Spaß macht und ausschlafen am Morgen. Welchen Kosenamen würdest du dir selber Ey, nee, meine Frisur triggert mich so hart. Links so schön und rechts so hässlich. gerne geben? Lil Toro, AD Toronto oder Adu. In der Schweiz sagt man Adu. Du gründest die erste Deutsch-Rap-Boy-Group. Welche 4 Jungs dürfen dabei sein? Jetzt zuhören. Trimax, ganz klar. Jeremy Fragrance, damit wir auch ein bisschen dancen können. Ja. Kai Pflaume und ich. Frisur selber machen oder machen lassen? Machen lassen. Kariert oder Bei dieser Frisur, Digga. Imagine this, aber ich gehe wirklich immer zum Friseur. Und hier sieht man, ja, es ist ein bisschen schräg. Egal, diese 40 Franken haben sich auf jeden Fall gelohnt. gestreift? Horizontal. Wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre das? Dass ich wieder ein bisschen mehr Haare habe hier oben. Ja, wirklich, Digga. Ey, guck mal. Oh, shit. Oh, nee, Digga. Ich sehe aus wie ein Großvater. Mann, guck mal meine Haare an, ne? Ey, ich muss bald nach Istanbul gehen. Ich sehe schon die Kooperation mit Irgulgir. Und dann fliege ich nach Istanbul und sag, yo, good hair, Hair Implantat. Nee, würde ich nie machen. Vielleicht. Ein bisschen weniger geworden. Welches Video ist dir mittlerweile peinlich? Ja. Was Nee. darf in, ich dachte, das wäre die Antwort schon. Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Ich war noch zu Hause, deshalb kaufe ich nicht selber ein, aber
Aber wohnt nicht jeder Mensch zu Hause? Eine philosophische Frage, die sich Richard David Precht immer wieder stellt. Richard, wo erreiche ich heute? Ja, Markus, ich bin heute in meiner Kemenate zu Hause. Milch, so Verstehe nur Zuhörer von Lanz und Precht. Kuhmilch, also so, nicht so Hafermilch, sondern so echte Kuhmilch. Das Ja, ist so ein echte Kuhmilch noch auf dem Land, Digga. richtiger Schweizer, der sagt, wir brauchen Kuhmilch. Aber Ey, aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Hanna trinkt ja viel so Stuff. Aber, Digga, Milch ist halt einfach von der Kuh am besten. So dieses Haferzeug ist okay, aber, Digga, wenn du so einen richtig geilen, heißen Kakao willst, dann musst du Kuhmilch nehmen. das ist geil. Die beste Lebensweisheit, die jeder wissen sollte, ist... Wer hinfällt, der kann auch immer wieder aufstehen, keep going, Crypto Business Online, 365-Tage-Kurs. Glaubst du ans Schicksal? KLEs. Ich weiß nicht genau, was das ist. Wen von den Elevator Boys findest du am schönsten? Ich habe die alle kennengelernt, die sind übrigens sehr, sehr nett, aber ich kann die nicht unterscheiden. Der mit den Locken, sagen wir Locken? Ist es Bene? Ich glaube Bene, ne? Ja, Ja. ich glaube den. Du wolltest mal Der Moderator hat auch keinen Plan, hat nur gesagt, ja. Radiomoderator werden. Ja. Schade. Woran ist es gescheitert? Ja, weil Radio einfach wack ist mittlerweile. Weil Radio zu verkrampft ist. Ich habe gearbeitet ein Jahr beim Radio, aber es war sehr 1963. Liebe Grüße. Wie lange kennst du deine besten Freunde Liebe Grüße, das war in einem Radiostudio. schon? Noch nicht so lang, 4 Jahre. Wie guckst du, wenn du aus dem Straßenverkehr angemotzt wirst? Ja, fickt euch alle. Jetzt Audi. läuft das so. Hier Mittelfinger an alle Audi-Fahrer Ja. und VW-Fahrer. Psch, VW und Audi. Danke, Adrian. Bitte. Ey, geiles Interview, muss ich ehrlich mal sagen. Ist, glaube ich, mein bestes Interview bis jetzt. Hier, unsympathisch. Vielen Dank für die Einladung. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich das Interview verkackt habe oder ob das eine gute Sache war. Wir sehen uns beim nächsten Video hier auf dem besten Zweikanal von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Servus, reingehauen. Wir sehen uns übermorgen wieder. Wieso rede ich Schweizerdeutsch? Kein Plan. Tschüss. My heart